Herzlich willkommen, Barbara, hier bei uns auf der FEG-Bühne. Ich freue mich sehr, dass du da bist, um uns aus deinem Leben zu erzählen. Ich durfte dich kennenlernen in der Kirche, wo ich vorher war. Wir haben da zusammen eine Zeit lang Unti gemacht und es ist spannend. Ich habe immer mehr von deiner Lebensgeschichte erfahren. Und ich bewundere deinen Mut, den du hast, um so ehrlich von deiner Zeit zu berichten, ja, wo viele Menschen nicht darüber reden würden. Und du hast gesagt, ich dürfte dich alles fragen. Alles. Das mache ich dann auch. Das gilt aber auch für euch. Ich habe einen Slido vorbereitet, wenn ihr im Laufe vom Tag da im Saal oder auch von Hause aus eine Frage habt, etwas, was euch interessiert, etwas, was ihr Barbara fragen würdet, dürft ihr das da reinschreiben. Man kann einfach auf die Internetseite gehen, slide.do, den Code eingeben oder den QR-Code scannen und dann dürfen wir dort eine Frage stellen. Ich werde am Schluss des Tages schauen, was es für Fragen hat und dann haben wir Zeit, um 2 oder 3 von diesen Fragen dann aufzunehmen. Und die stelle ich dir dann stellen am Schluss. Also ihr dürft ruhig, wenn ihr etwas denkt, hey, da hätte ich jetzt noch mehr wissen oder so, das dort hineinschreiben und dann kommen wir darauf zurück. Ich möchte anfangen mit einer Zahl. Und zwar mit der Zahl 66. Wenn man zurückgeht in deinem Leben, in die Zeit, bevor du 20 warst oder gerade dort rundherum, dann hat die Zahl etwas mit deinem Leben zu tun. Im Vorgespräch habe ich Philemon verraten, dass ich in meinem Leben, bevor ich den Peter, der dort hinten sitzt und die letzten 32 Jahre mit mir geteilt hat und wo mich zum Glauben geführt hat, Gott sei Dank. Also bevor er in mein Leben getreten ist, bin ich mit 66 Männern intim gewesen. Das heisst, du hast eine Art 66 Freunde gehabt oder so, hast in dieser Zeit, das ist etwa zwischen 14 und 23, hast du mir gesagt, hast du auch feste Beziehungen gehabt, längere Sachen? Nein, eigentlich nicht. Also bis 23 habe ich eigentlich Sexualität so wie ein Konsumgut angeschaut. Okay. Etwas, das man nimmt, konsumiert, vielleicht geniesst. Das kann man verschieden sehen, was dann wirklich Genuss ist. Und wieder wegleitet und sich eigentlich dann hinten drin nicht mehr fest darum kümmert. Heute weiss ich, dass ich sehr kaputt gehandelt und gedacht habe damals, geglaubt habe. Wenn du jetzt das so sagst, wieso hast du so gehandelt? Das ist eine tricky Frage, weil auf eine Art bin ich ein Opfer und gleichzeitig bin ich eine Täterin. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Widerspruch, oder? Aber gleichzeitig bin ich eine Täterin, die Männer verführt hat, um mich stark zu fühlen, um meine Macht auszuleben, also um etwas zu bekommen, was ich will. Anerkennung oder Zeit, die man mit mir schenkt, also Aufmerksamkeit, oder? Und auf der anderen Seite bin ich auch ein Opfer, weil ich Missbrauch erlebt habe als Kind. Ich habe mir lange überlegt, viele haben mich gefragt, ob ich ein paar Fotos aus meiner Vergangenheit dazu bringen könnte, damit es ein bisschen etwas zeigt, wie ich vorher war. Und eines der Fotos ist so, dass 7-jährige Mädchen, das eingeschult wird. Und so 2-3 Jahre später bin ich zu etwas angeleitet worden, das viel zu früh war, das ein Kind nicht erleben musste. Und das hat etwas zerstört. Das hat aber auch eine Tür aufgemacht in eine Welt, wo ich gefunden habe, boah, die ist cool. Die macht mich anders als alle anderen. Also meine Sekundarschulkollegen von damals, bis auf eine einzige Person, haben keinen Kontakt mehr mit mir, weil sie wissen, das ist so eine kaputte Frau. Also sie wissen ja die Veränderung nicht, oder? Die meisten haben das nicht mitbekommen. Aber die haben alle mich gemieden. Also du hast Schmerz in deinem Leben, du hast kaputte Sachen gehabt, du hast aber auch gesagt, das hat auch mit Macht zu tun gehabt, Ja. dass du hast etwas bewirken, mit Selbstwert auch. Ja. Es klingt ein bisschen Ich habe mich gewehrt, oder? Auf irgendeine Art. Hat das deinem Herz gut in dieser Zeit? Ich kenne dich, darum weiss ich, dass du das nicht ernst meinen kannst. Das Nein. nimmt mich wunder, was hat sie dir ausgelöst? Was hat es mit dir gemacht? Ich habe es nicht realisiert. Ich habe es damals nicht gemerkt. Ich war blind für die Realität, dass es etwas macht, das völlig kaputt ist. Dass ich auch eine Täterin bin, habe ich erst realisiert, als ich zum Glauben gefunden habe. Ja. Jetzt sind wir voll steil in das Thema eingestiegen. Wir wollen aber noch kurz schauen, Barbara. Keine Zeit verlieren, weißt du? Keine Zeit verlieren, genau.
Einfach um ein bisschen wissen, was hast du geschafft damals, wo du um die 20 warst? Was hast du gemacht im Leben? Wo hast du gewohnt? Ja, ich habe mit 14 einen Mann kennengelernt, den ich gefunden habe, das ist ganz ein lässiger. Mit dem ziehe ich jetzt zusammen, weil ich meine Eltern nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, dass das, was sie mir Nein sagen und als Grenzen anschauen, dass das etwas Gutes ist. Ich habe gefunden, die sind voll gegen mich, die verstehen mich jetzt gar nicht, die sind die allerletzten. Und habe mich voll gegen sie gewendet. Und es hat viel gebraucht, bis ich dann das gemerkt habe, was das bedeutet hat für sie. Und mit diesen 14, als ich so halbzeitlich ausgezogen bin, ich bin dann einmal zum Waschen und so, bin ich einmal heim, aber eigentlich habe ich hauptsächlich während der Sekundarschule bei ihm gewohnt. Dann habe ich zum Glück eine Stelle gefunden in einem Reisebüro. Das war damals Boom und alle haben mich beneidet. Aber es hat dazu geführt, dass ich ganz viel Alkohol konsumieren konnte, weil auf den Flügen kannst du immer gratis oder günstig Schnaps kaufen, oder? Also ich habe dort eigentlich angefangen zu trinken während der Ausbildung. Ich habe auch angefangen zu rauchen, weil Rauchen war damals etwas, was mir so wie eine Ruhe gegeben hat. Wenn ich heute einen Raucher antreffe, dann frage ich immer, wie gehst du mit deiner Wut um? Kleine Klammern, ich habe später Tabakprävention gemacht. Also wenn es Leute gibt, die sich über das Thema noch mit mir zusammensetzen, das ist auch ganz, ganz eine wichtige, gute Sache, dass man sich da lösen davon, zu rauchen. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Das geht mir manchmal so, weil ich so eine farbige Geschichte habe. Über den Beruf, über dein Leben habe ich gefragt. Du bist ausgezogen, hast in der Reisebranche gearbeitet. Ja, ich habe meine Lehre abgebrochen, weil ich einen Mann kennengelernt habe, der in Süditalien gelebt hat. Dann bin ich dort aber nicht wohl gewesen, weil ich ja nicht Italienisch konnte zu dieser Zeit. Und bin dann nach Spanien ausgewichen. Und in Spanien habe ich jemanden kennengelernt, der seine Eltern in Marokko besuchen. Und dann bin ich 2 Monate in Marokko gewesen und bin bewahrt worden. Gott sei Dank. Ich habe meine Hand auf dich gelegt, ich beschütze dich. Also du bist umeinander gezogen, du hast... Ja, umgekehrt, hat man früher gesagt. Umgestolpert. Ja. Ein Bild, das du uns mitgebracht hast, ist aus der Zeit, wo du als 23-Jährige eine Studienreise gemacht hast von Reisebürofachleuten auf Schottland. Und man sieht da den Vertrauten, den du hast auf dem Bild, das ist der Hund. Ihr seht, alle anderen Leute, die in meiner Reisegruppe waren, sind weg, oder? Die haben nichts mit mir zu tun, weil ich wirklich eine Schwierige war, oder? Ich konnte nicht kommunizieren, es ist mir eigentlich immer um eins gegangen. Ja, der Einzige, der sich an mich wendet, ist der Fido. Der Hund vom Schlossbesitzer, wo wir gewohnt haben. Ich bin sehr rauch, sehr hart und sehr unangenehm, glaube ich. Hat in dieser Zeit hat dir Gott etwas bedeutet? Meine Mutter hat Sonntagsschule gegeben und ich habe ihr nicht geglaubt, was sie gesagt hat. Aber ich hatte nichts mit Gott am Hut. Ich habe auch während der ersten Zeit, als ich in Bern gearbeitet habe, im Reisebüro, habe ich eine Pultnachbarin, die mit mir zusammengearbeitet hat, Madeleine. Sie hat gebetet, sie hat ihren Freund mit 19 geheiratet, weil sie Gott glaubt. Und weil sie in die Kirche gegangen ist, habe ich sie verachtet, ich habe sie verspottet, ich habe alles Schlimme über sie gesagt, oder was sie für eine hinterwäldlerische Zicke sei. Mhm. Und als ich dann zum Glauben gekommen bin, habe ich ihnen fast als erstes geschrieben und gesagt, Madeleine, deine Gebete sind erhört worden, du glaubst nicht, was passiert ist. Und sie hat zurückgeschrieben, Mann, ich glaube es, so ist mein Gott. Sie hat halt wirklich gelitten und für mich gebetet. Oder? Dann in dieser Zeit bist du schwanger geworden. Das war noch bevor du 18 warst. Ja. Und es gibt viele Frauen, die freuen sich auf so einen Moment oder die sehen es sogar herbei. Aber für dich war es einfach ein Problem gewesen. Ja. Ich habe ja nicht gerne Kinder gehabt. Die Kinder waren für mich Störenfried und haben die Aufmerksamkeit von mir weggelenkt und ich hatte die Aufmerksamkeit für mich. Und ich habe ein Kind überhaupt nicht vertraut. Ich bin immer ausgewichen, wenn irgendjemand ein Baby bekommen hat oder so. Ich habe gar keine Beziehung zu Kindern. Und darum war es für mich auch nicht ein Baby. Es war kein Mensch, wie ich heute sagen würde, sondern es war ein Problem. Es zerbricht meine Karriere, es geht durch meinen Lebensentwurf. Es ist einfach im Weg. Und ja, ich habe dort in Zürich gelebt und habe dann entgegen vom Willen von meinen Eltern durchgedrückt, dass sie unterschreiben mussten, weil damals hat man noch die Unterschrift von den Eltern gebraucht. Du warst auch noch nicht 18 in dem Moment? Ja, kurz vorher, aber ja. Und hast du durchgedrückt, dass du das... Hartherzig, also ich finde es schlimm. Ja. Und hast du das Baby, also das hast du abgetrieben? Weißt, du sagst Baby. Für mich war es nur ein Problem. Ich bin ins Spital, hatte eine Beratung, bin 2-3 Tage später wieder ins Spital.
bin nach 2 Tagen heimgeschickt worden und es war vorbei. Mein Problem war gelöst, oder? Ich habe nicht realisiert, dass das eine Person ist. In dem Moment Dass das ein Mensch ist. Das Baby, mein Baby und das Enkelkind von meinen Eltern, oder? Also du bist im Spital, hast das Problem gelöst und bist heim und bist froh gewesen in dem Sinne, oder hast es abgehakt? Erleichtert, erleichtert, ja. Entlastet, ja. Und hättest du dir in dieser Zeit gewünscht, oder jetzt, wenn du zurückschaust, zum Beispiel, dass deine Eltern mehr interveniert hätten oder Leute um dich herum oder dich mal noch angesprochen hätten, ob du nicht länger überlegen willst? Unbedingt. Damals hätte ich es mir nicht gewünscht. Aber Menschen, die verblendet sind, wünschen sich das Gute nicht, oder? Sie wollen an dem festheben, was sie haben. Mhm. Damals hätte ich es mir nicht gewünscht, aber heute weiss ich, es wäre richtig gewesen und es wäre gut gewesen. Es hat mir zum Beispiel jemand einmal gezeigt, dass das eine Person ist mit Füßchen und Zehen und Ohrläppchen. Genau, ich habe hinten noch mehr von denen. Wenn ihr also so eins heimnehmen und kostbar behandeln. Ich habe das mitgenommen auf die Bühne. Kannst du schnell erklären, was das ist, wie alt das etwa wäre? Das ist etwa 10. Woche Embryo. Du tust mich korrigieren, gell? Wenn es nicht stimmt. Aber so ungefähr 10. Woche. Ja. Und bis zu der 12. Woche hat man damals auch abtreiben ohne irgendetwas. Man hat einfach unterschreiben und der Arzt hat einem gesagt, es ist eine Abtreibung. Aber ich habe natürlich gar nicht gewusst. Ja. Und jetzt, wenn du das anschaust, dann staunst du, was man alles sieht. Die Hände, die Füße, Kopf, Augen, vollkommen. Ohren, alles. Alles vorhanden. Ja. Der Herzschlag. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man sieht es ja nicht. Aber das ist manchmal gut, wenn man es so vor Augen hat. Deine Geschichte ist nachher weitergegangen. Ich habe ein Bild, wo du da 24 bist, wo du am Gleitschirmkurs bist und irgendwie gerade einen Start übst. Ich hoffe, du bist auch ein bisschen abgehoben. Es war auch eine Zeit, wo du abgehoben bist mit einem Mann, den du kennengelernt hast, wo du in eine längere Beziehung hineingegangen bist. Mhm. Ja, die Beziehung hat eigentlich total zu mir gepasst. Er war kaputt, er hat gerade eine Trennung von seiner langjährigen Freundin, die er eigentlich heiraten wollte, hinter sich gehabt. Er war aus verschiedenen Gründen kaputt. Er hat auch ein schweres Zeug erlebt im Internat vor vielen Jahren. Und er war 18 Jahre älter als ich. Also eigentlich hätte er mein Vater sein können. Wenn wir einmal unterwegs waren bei mir daheim, dann habe ich später mal realisiert, er ist eigentlich meiner Mutter jahreszahlmässig näher als mir. Völlig. Also, ja. Ich empfehle es niemandem. Sagen wir es kurz. Das Bild habe ich ausgewählt, weil es zeigt, dass ich versuche, alles selber zu regeln. Oder? Man geht als junge Frau, die Gott nicht kennt, ins Leben hin und sagt, und ich kann das. Ich habe das damals so gemacht. Und ja, wir sind abgehoben und wir sind auch gelandet, aber das Thema von heute ist Mut und Wehmut. Oder? Dort sieht man ein bisschen, dass ich auch Mut hatte, um Sachen zu machen, die völlig übertrieben waren eigentlich. Also ich meine, Gleitschirmflug ist jetzt nicht das Schlimmste. Ich habe natürlich schlimmeres Zeug gemacht, aber kein Fotos davon. Ich bin Motorrad gefahren. Oder? Als meine Mann mit mir hinten drauf Motorrad gefahren ist, hat er gesagt, weißt, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt aufhörst. Oder? Weil ich hätte mich umbringen können. Oder? Also hast du auch die Extreme gesucht bei dir? In Filmen, wenn ich meine Lebensgeschichte angeschaut habe, hinten gemerkt habe, habe ich realisiert, dass ich es immer das Extrem gesucht habe. Immer. Ich habe viel gebraucht, bis ich gespürt habe, dass ich lebe. Genau. Viel trinken, viel eben konsumieren. Auch Feinleben, weißt du? Also teure Essen und schickimicki-Zeug kaufen. Oder ich habe mich einmal entdeckt, dass ich von Winterthur auf Bern fahren in meine Wohnung mit dem Motorrad. Damals war es noch ein kleines Motorrad, nur ein 125er. Und bin verwacht am Morgen um 2. Es hat ja damals noch keinen Verkehr auf der Straße. Am Morgen um 2 verwacht, weil der Streifen zwischen den beiden Fahrbahnen, der weisse, unterbrochene, der hat mich geweckt. Oder? Ich bin so zugetrönt mit Kiffen und mit Alkohol. Ich hätte dort auch sterben. Dort habe ich einen kleinen Moment realisiert, dass Gott etwas mit mir vorhat. Aber ich habe es dann probiert, auf die Seite zu schieben, die nächste Variante. Jetzt, wo du in die Beziehung hineingestartet bist, hat es ein Problem da gehabt? Jetzt musst du mir sagen, was. Ich habe den Kopf voll mit Geschichten. Und zwar hast du mir gesagt, wo du in die Beziehung hineingestartet bist, bist du schwanger dann bin ich gewesen. Schwanger gewesen. Und es war aber gar nicht von dem Mann gewesen, und das war dann auch wieder ein Problem gewesen. Ja, genau. Mein damaliger Freund hat bei der deutschen Botschaft als Sicherheitsbeauftragter geschafft, also Offizier, Nachrichtendienst. Und er hat sich überhaupt nicht leisten können, dass ihn irgendjemand unter Druck setzt, indem dass er sagt,
deine Frau ist schwanger oder deine Freundin ist schwanger. Und das ist einfach nicht gegangen. Und darum hat er zum Beispiel ein Tonband laufen lassen, wo er mir im Verborgenen dann hat müssen, also wo er sich selber und seine Vorgesetzten hat müssen können beweisen, dass ich zugegeben habe, dass das Kind nicht von ihm ist. Und er hat mich dann auch mit der Abtreibung gehen lassen. Also es war ihm nicht wichtig gewesen. Ich denke heute nicht böse über ihn, er hat es nicht besser gewusst. Mhm. Und dort bist du dann auch wieder ins Spital gegangen? Ja, genau, das war in Bern. Ich habe eine Beratung bekommen. Und dann ist es aber, weil ich es nicht wahrhaben wollte, dass ich ein Problem habe in meinem Verliebtsein mit dem neuen Mann, sehr viel später gewesen als 12. Woche. Mhm. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht wie spät, aber einfach so, dass es dann hat müssen mit Prostaglandin spritzen, wie eine Wehen, also eigentlich eine Geburt eingeleitet werden. Mhm. Eine Spätabtreibung, nicht eine Curettage, sondern eine Spätabtreibung. Und dann, wo das vorbei war, hast du etwas gemacht, was eigentlich unüblich ist oder wo man nicht will, dass das Patienten machen? Ja, weil das ist einfach auch für das Personal vom Spital mega schwierig. Ich denke heute viel über das nach, oder? Was die Leute müssen erleben müssen, die eigentlich sagen, wir gehen als Pfleger oder als Spitalangehörige oder als Ärzte gehen wir den Beruf machen, um Menschen zu helfen. Oder? Die wollen ja dienen, sie wollen heilen, sie wollen schauen für die Menschen und müssen dann an einer Abtreibung teilnehmen. Und es ist einfach passiert, was nicht passieren darf, nämlich dass die Patientin aufsteht und das Kind verliert und es sieht und alle sehen es. Oder? Also es ist an der Nabelschnur aus mir rausgeklampert. Und dann Und es war ein Mensch. Und ich habe es gesehen und musste zugeben, nicht gut. Hat der Anblick etwas ausgelöst in Ja. dir? Ja. Also das, Kurzfristig habe ich es ganz, ganz schlimm gefunden. Ja. Aber so krank, wie ich war, habe ich auch wieder den Weg gefunden, um zu sagen, das hätte nicht passieren. Die haben einfach nicht gut aufgepasst. Also wirklich die Schuld wieder den anderen geben, oder? Sind wieder die Schuld, die einem zwingen zum Abtrieb, oder? Ja. Kann es Die Schuld, die nicht gut aufpasst. Kann sein, was du erzählt hast, du hast viel Zigaretten geraucht, du hast gekifft, du hast Alkohol grosszügig konsumiert, du hast zum Teil extrem viel gearbeitet. Kann sein, dass du mit diesen Sachen auch etwas hast verdrängen, wo geschmerzt hat in deinem Herz, wo gerufen hat. Ja, definitiv. Das ist genau die richtige Formulierung. Ich habe einfach probiert, alles abzudrücken, oder? Aber ich habe es nicht realisiert, ich habe es nicht gewusst. Ja. Ich habe es nicht gesehen. Viele haben es wahrscheinlich gesehen, aber ich habe nicht mit den Leuten geredet, die es wohl gemeint haben mit mir, oder? Ich habe im Ohr die Leute, die mich gewarnt haben, aber das waren Spiesser, Ja. oder? Also ich habe das Gefühl, ich habe das wahre Leben entdeckt. Oder? Können wir sagen, hast du versucht, einfach unterwegs zu sein, dass du nicht anhalten und mal anschauen? Ja, genau. Ja, das ist ein guter Spruch, gute Definition. So Gedanken wie das Kind könnte auch jemand zum Beispiel adoptieren oder ich sage jetzt mal, man könnte das Problem auch anders lösen. Hast du das gehabt in dem Moment? Nein. Also eben Adoption, heutzutage ist Babyfeist, so Sachen. Ja, nein, gar nicht. Nein, das ist erst viel später gekommen. Ja. Ja. Hat man auch Leider. nicht dir gesagt, überlegt hat das mal oder so? Weißt du, es ist schon möglich, dass mir das jemand gesagt hat im medizinischen Umfeld. Aber ich kann es so, also ich lerne ja heute Leute kennen, die selektiv nur das hören, was sie hören wollen. Und es braucht den Heiligen Geist, damit man verstehen kann, dass die Person jetzt einem etwas in Liebe sagt und nicht, wie sie einem drücken will. Und ich bin mit der Lebenshaltung unterwegs gewesen. Alle wollen mich drücken, ich muss mich immer wehren. Und darum ist guter Rat oder so immer abprallt damit. Ja. Also ich bin sehr beratungsresistent gewesen. Also es wäre auch eine Ermutigung von dir für uns, dass man nicht einfach nur das lässt, was man will, sondern auch die Ohren offen hat. Manchmal, wenn einem etwas ein bisschen wurmt oder kratzt oder nervt oder so, unbedingt. auch anzuhören. Und Ja, und auch zutrauen, dass der andere einem das nicht aus irgendeinem Eigennutz sagt, sondern weil er einem möchte helfen. Weil es richtig ist, Hilfe anzunehmen. Also heute Hilfe annehmen ist für mich eines der Zauberworte, oder? Das ist wahre Größe, das ist Charakter, wenn jemand Hilfe annehmen kann. Oder? Aber ja, es braucht ein Wunder. Aber ja, ermutigen unbedingt. Also, redet mit allen, die ihr kennt. Sind offen, geht offen an das Thema an, informiert euch. Teilt es mit allen, die es wissen wollen. Und auch mit denen, die es nicht wissen wollen. Und stellen gute Fragen. Und hört. Das Hören gehört auch dazu. Ja, hört zu, wenn jemand erzählen will, wie es ihm jetzt gerade geht und was er gerade erlebt mit dem. Jetzt mit 28 hast du Peter kennengelernt. Yes. Das war ein Mann, der dich fasziniert hat. Ja, genau so wie alle anderen Männer vorher hat er mich einfach fasziniert. Und du hast dich verliebt in ihn. Grausam. Yeah. Und hast ihm gerne zugelassen, wenn er geredet hat. Teils. Also, wenn er über seine Vergangenheit als Esoteriker geredet hat, habe ich es total spannend gefunden. Und auch noch so ein bisschen übernatürlich ist noch spannend, oder? Und welchen Teil hast du nicht so spannend gefunden?
Jesus da, Jesus dort. Und dann habe ich mich bekehrt. Und jetzt gehe ich in die Kirche. Und ich habe gefunden, ja, du mit deinen Freunden, oder? Also er hat die ganze Zeit auch von Jesus geschwätzt. Nur, damals war er überschwänglich gewesen. Und du hast das, dir hat es genervt, du hast es komisch Ich habe es gefunden. probiert, ein bisschen auf die Seite zu schieben und dann abzulenken. Aber es ist mir nicht wirklich langfristig gelungen. Also er hat von Jesus geredet und von Jesus erzählt und von eigenen Erlebnissen, die er hatte. Ich glaube, er ist noch nicht lange vorher selber zum Glauben gekommen an Jesus. Ja. Und wahrscheinlich hat es ihn so fasziniert, dass er gar nicht hat können schweigen. Ja, einfach gesprudelt. Aber im ersten Moment hat es dir gar nicht so gepasst. Aber trotzdem hat es dann angefangen, etwas auszulösen. Oder hast du zugelassen? Ich habe ihn einfach beobachtet und ich denke, irgendetwas hat auch gewirkt von all den Leuten, die gebetet haben für uns. Weil er war dann recht offen mit seiner neuen Freundin. Also wir sind auch zusammen in seine Kirche. Das war damals eine winzige Kirche mit etwa 50, 60 Leuten. Also winzig, Entschuldigung, aber einfach nicht so riesig, oder? Und die haben natürlich uns mit dem Blitz kennengelernt und haben genau geschaut, oder, wer das dann der Peter frisch bekehrt, jetzt, also etwa ein Jahr vorher, ist er glaube zum Glauben gekommen, anschleppt und haben uns auch beobachtet. Und ich bin ja eine expressive Person, mich kann man ja nicht so schnell übersehen. Dich hat man wahrgenommen, wenn du gekommen bist. Genau. Das ist schon, sie haben dann, die Ältesten haben ihn dann recht lang laufen lassen, weil er aus einer persönlichen Lebenskrise herausgläubig geworden ist. Und sie haben die Leiter der Kirche haben das recht lang so ein bisschen zugeschaut, wie wir da kutschieren. Auch als wir zusammengezügelt sind nach relativ kurzer Zeit, haben sie trotz ihrer besseren Überzeugung eigentlich gesagt, ja, ich glaube, in dieser Situation muss man jetzt einmal eine Ausnahme machen. Darf man denken, theologisch darüber, was man will. Ich würde es nicht mehr empfehlen, auf keinen Fall. Aber damals war es halt einfach so gewesen. Und Gott schreibt auf ganz krummen Linien, schreibt er manchmal schon gerade, oder? Er macht wirklich etwas Gutes drauf. Und wir sind dann zusammengezügelt und nach etwa einem halben Jahr, also wir haben dann nach einem halben Jahr auch geheiratet und alles kirchlich. Sehr schönes Hochzeit, aber voller Spannung, weil alle meine Angehörigen und seine Angehörigen haben nichts wissen von Gott damals, oder? Heute ist das zum Glück ganz anders. Auf alle Fälle. Dann sind die Ältesten gekommen und haben gesagt, irgendetwas ist nicht gut mit euch. Ich glaube, ihr zerfleischt euch, weil mein feministisches Gedankengut und er ist auch 12 Jahre älter als ich, sein traditionsbewusste, stabile, sichere Gedankengut haben einfach nur geclasht, oder? Also ich habe alles schlimm gefunden, was er macht, und er hat vielleicht auch sehr gelitten unter dem, was ich gemacht habe. Müssen wir dann nachher auf ihn zugehen. Ja, das wäre jetzt spannend, um mehr auch über die Beziehung zu hören, die ihr hattet. Ja. Aber mich nimmt es vor allem auch Wunder, wie bist denn du Jesus näher gekommen? Sie hat mich dann vermittelt in eine WG vom einen Gemeindeleiter. Dort durfte ich dann noch ein paar Monate sein vor dem Hochsieg, und das war schön. Also ich habe dort gelernt, dass man seine Kinder liebt, wenn man sie korrigiert und einschränkt. Das habe ich vorher nie erlebt. Für mich war das immer schrecklich, oder? Oder ich habe einfach Frieden machen gelernt oder Vergebung aussprechen oder einfach auch Gott anbeten. Ich habe zum Beispiel in der Zeit, als ich in die Kirche konnte mit ihm, das habe ich dann schön gefunden, Lobpreis, das hat mein Herz aufgetan. Ich konnte singen und beten und auch priegen während dem Lobpreis. Ich habe auch viel priegen am Anfang. Und ich habe ja vorher nie gebrüllt. Ich habe alle Leute verachtet, die priegen, oder? Ja. Und du hast dann Jesus in dein Leben auch eingeladen und dich taufen lassen? Ja, das ist 1990. Genau, 1991 ist das gewesen. Ja. Also du hast einen einen Schritt gemacht und gedacht, das ist jetzt gut. Ja, also genau. einen Schritt Ich gehöre zu jetzt Jesus. daher, ich gehöre in deine Kirche, das sind meine neuen Freunde. Das sind auch Leute, die sehr verlässlich waren, sehr bonded, wie sagt man dem? Also mir Zugehörigkeitsgefühl haben können geben zu einer Gruppe von Menschen, die mich gerne haben, auch wenn ich wirklich ganz schlimm war damals. Und so langsam angefangen habe zu entdecken, dass ich schlimm war. Also du hast den Glauben angefangen zu entdecken, aber du hast auch dich angefangen zu entdecken und über dich angefangen nachzudenken aus anderen Perspektiven. Hauskreis, ja. Was hat sich geändert in dieser Zeit, in deinem Denken über die 2 Erlebnisse, die du uns erzählt hast, mit den Abtreibungen? Ich habe das erste Mal so richtig angefangen zu realisieren, dass das ja Menschen waren. Und eine Frau, die lange für uns, also für den Peter gebetet hat und für mich, in Deutschland, sie hat einmal ein Bild geschrieben, sie hätte eine wunderschöne Wiese gesehen, Jesus drauf und 2 kleine Mädchen mit blonden Haaren, die so auf ihn zurennen. So, yeah, Jesus, oder? Und dann habe ich gedacht, ja, das bin nicht ich, das sind die 2 Mädchen, die ich abgetrieben habe. Und einfach zu wissen, dass sie
im Himmel sind, dass sie bei Jesus sind, dass er mir vergeben hat. Das Schreckliche, was ich da habe. Also zuerst hast du überhaupt... Ich musste realisieren, dass es Du hast verkehrt zuerst war. realisieren, dass es verkehrt war. Ja, aber es ist natürlich hat das Schuldgefühl auch ausgelöst in dir? Ja. Oder zusätzlich Schmerz? Oder vielleicht... Ja, eben, ich konnte anfangen lernen zu predigen. Ja. Lernen auch zugeben, dass ich es nicht schaffe und dass meine Methode nicht funktioniert hat. Ja. Was hast du damals für ein Gottesbild gehabt? Hast du das Gefühl gehabt, Gott ist jetzt verrückt auf dich und zeigt auf dich, du schuldige Frau? Oder hast du mehr das Bild vom Liebenden, hast du Gott als liebenden Gott kennengelernt? Ein Vers, der mir dazu einfällt, den wir nicht aufgeschrieben haben, ist: Ich will dich mit meinen Augen leiten. Es ist seine Liebe, seine Gütigkeit, sein gnädig Feine, das mich total angesprochen hat in dieser Phase und auch heute immer noch wieder berührt. Ich will dich mit meinen Augen leiten, das war das Gegenteil von dem, wie wir daheim miteinander umgegangen sind, als ich ein Kind war. Da ist geschraubt worden oder geschlagen oder gehauen. Also, ich bin dann einmal vorgerannt, ich war schneller als meine Eltern, aber einfach, es war Rauch, oder? Und meine Eltern haben ja nicht mehr weitergegeben, als sie selber bekommen haben. Meine Eltern sind beide nicht gläubig. Und, ja. Ein Vers, den du mir gesagt hast, das im Rückblick auch viel bedeutet, auch für diese Zeit, steht in Jeremia 31, Vers 3. Das heißt: Der Herr ist mir erschienen von ferne, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ja, wie kann ein Gott, der alles geschaffen hat und so vollkommen ist, mich, eine Person, wie ich bin, gerne aus lauter Güte. Das ist, ich bin einmal, einfach heute noch überwältigt. Also du bist in dieser Zeit, hast Jesus kennengelernt, hast immer mehr entdeckt von ihm, hast aber auch dein Leben angefangen zu reflektieren und im anderen Licht gesehen. Das heisst, du bist auch herausfordernd gewesen. Wehmut, Schmerz, Schuld. Hast du Schuldgefühl gehabt? Ja. Also auch in Bezug auf Beziehungen, weil ich habe ja ganz viele Menschen kaputt machen geholfen, oder? Man hat mich gebraucht, um Sachen kaputt zu machen, die eigentlich hätten schön sein sollen. Ehe zum Beispiel. Ja. Also hast du ein Schuldgefühl gehabt, hast dich selber angeklagt auch? Ja, zu Recht. Es ist ja richtig, wenn man erkennt, dass man es falsch gemacht hat vor Gott, dass man es dann zugibt, oder? Das tönt, dass das auch eine emotional intensive Zeit war. Sehr. Aber was ich auch gelernt habe und sehr dankbar bin, ist einfach, dass Gott nicht das Ganze gebracht hat auf einmal, das ganze Wurst von meiner Kaputtheit auf einmal hat wollen, als Tageslicht bringen, sondern schön, wohldosiert, immer wieder, jeden Monat, jedes Jahr, immer wieder ein bisschen etwas mehr. Es ist nicht ein Gott, der einfach kommt und sagt, du musst jetzt ändern, Peng, oder? Ja. Sondern ich habe ihn so erlebt, dass er gesagt hat, komm zu mir, ich will dich heilen. Und dann, wenn etwas aufploppt, sag es mir, bring es mir. Ich mache etwas damit, wir gehen zusammen vorwärts. Also hast du erlebt, wie er Schritt für Schritt mit dir vorwärts gegangen ist? Heute noch und morgen auch. Und ich werde heute auch Sachen sagen, wo ich Ihnen im Auto würde sagen, das hätte man besser ausdrücken können. Ja. Aber das heisst, du hast auch eine Offenheit gehabt, um dann Schritt für Schritt mit Jesus vorwärts zu gehen, oder das nicht einfach wegzudrängen, sondern zu sagen, doch, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, wobei, weißt, wenn du es so sagst, merke ich einfach, das ist auch wegen der Kirche. Das ist der Vorteil von einer Kirchenkörperschaft. Du beobachtest und lernst, der macht es so. Du schaust einen an, wo du denkst, das würde ich nie so machen. Und plötzlich merkst du, das ist gut gekommen, das hat funktioniert. Also es ist die Kirche, wo ein Ort ist, wo man daheim sein kann, wo man kann, innerhalb der Familie, sage ich ihm, lernen, am Beispiel von den anderen und auch selber Mut bekommen, um Sachen anzugehen, wo man vielleicht vor 2 Jahren gesagt hat, nein, ich höre nicht auf rauchen, nie im Leben. Das schaffe ich sowieso nicht, oder? Meine, ja. Wir trinken heute nicht mehr, ich rauche nicht mehr, Gott sei Dank. Ein Erlebnis, das du mir erzählt hast, das war in der Dominikanischen Republik am Strand. Ja. Kannst du uns erzählen, was dort passiert ist? Wir hatten die schräge Idee, wir machen Verlobungsferien. Mein Mann hat mich um meine Hand gebeten und mir den Ring angesteckt im Flüger. Also machen es nicht so. Aber ja, unsere Geschichte ist einzigartig. Auf jeden Fall waren wir dann da und das Hotelzimmer war nicht bezugsbereit. Wir haben irgendwie aus irgendwelchen Gründen das nicht nehmen, was wir wollten, und sind dann einfach an den Strand und haben ein bisschen Zeit verbracht am Wasser. Also genau, Detail weiss ich nicht mehr. Einfach, was mir geblieben ist, dass es Sand hatte, der Peter und sonst kein Mensch. Keine anderen Touristen, es war eine Phase, wo es gar keine anderen Leute gab. Und ich habe
mit dem Peter über einen Film geredet, den wir zusammen oder wo wir gesehen haben. Irgendein Zeichen, irgendein Wort ist als Auslöser gekommen und ich habe gemerkt, nicht gut, das habe ich ja auch gemacht. Oder einfach irgendetwas Kaputtes ist aufgekommen und hat so wie einen Zapfen abgespickt von einer Blase, die dann aus mir rausgebrochen ist. Wo ich einfach mal alles zugeben konnte. Einfach den ganzen Schrott, den ich gemacht habe, das ganze Elend, das ich über Menschen gebracht habe, die schlimmen Gedanken, oder der Selbstmordversuch im ersten Jahr in Bern oder so. Einfach Sachen, die irgendwie waren, die ich wahrscheinlich noch nie jemand anderem vorher erzählt habe. Das heisst, du hast dir selber eingestehen, auch vor dem Peter und auch vor Gott. Und vor Gott bringen, genau. Und dann war einfach einmal 2 Stunden Predigen angesagt. Rausbrüllen, zugeben, loslassen. Und das Gute ist, dass es gibt ja dann wie eine Höhle in einem. Man fühlt sich dann am Schluss leer und irgendwie komisch und eigenartig. Und es ist nicht mehr wie vorher. Aber das Gute ist, dass Gott an diesem Tag einen Boden eingezogen hat in ein Fass in mir rein, wo man mit dem Liebe geben, wo man mir gegeben hat, wo dann wieder das Fass gefüllt werden. Ich habe dann plötzlich gemerkt, Gottes Liebe, die durch Menschen zu mir gekommen ist, habe ich früher immer durchfliegen lassen. Das ist nie bei mir geblieben. Ich habe es nicht gespürt, ich habe es nicht realisiert. Das heisst, du hast in dem Moment das auch Gott bekannt und auch Vergebung erlebt. Ja, absolut. Und die Sachen, die mir hier schon bewusst waren, sind in dem Moment rückwirkend vergeben, weil Jesus Christus sein heiliges Blut vergossen hat. Also du hast von Jesus hingelegt und hast Vergebung erlebt in dem Moment. Genau. Ich habe übrigens auch das Wasser da, gell? Ja, danke. Manchmal wird das Maul ein bisschen trocken, wenn man da viel schwätzt. Merci. Und Jesus hat angefangen, etwas heilen in dir offensichtlich, wenn so ein Boden gekommen ist, wo hat auch Liebe hängen bleiben, wo Sachen können hängen bleiben. Dein Denken hat sich angefangen zu ändern. Ja. Wenn ich Sie jetzt ganz direkt frage, in deinen jungen Jahren, du hast vorher gesagt, was dir damals Sexualität bedeutet hat. Wie hat sich das Denken in diesem Bereich geändert? Was hast du dann neu über Sexualität gedacht oder was denkst du heute? Sexualität ist eines der grössten Geschenke, die Gott uns gemacht hat. Innerhalb von der Ehe etwas Verbindendes, verbindend ist einfach ein winziges Wort für das, was ich denke, was es ist, also was ich erlebe. Oder? Es ist eine Art, wie man zusammengehören kann, die einzigartig ist, was es sonst nicht gibt. Und das Zusammengehörige, das habe ich auch nachher in vielen Beziehungen, die ich gesehen habe, kaputt gehen, in meinem Umfeld, in meinem weltlichen Umfeld. Das Zusammengehörige, das ist so intensiv, dass man es eigentlich nicht auseinandernehmen kann, ohne dass es links und rechts Schäden hinterlässt. Also Zerbruch oder Schmerz oder praktisch fast unwiederbringliche Sachen kaputt machen. Und ich finde, es ist so kostbar, dass ich heute könnte auf die Straße predigen über das Thema. Ja. Also wenn du jetzt vergleichst, so wie du damals Sexualität gelebt und darüber gedacht hast und so wie du das jetzt darüber denkst und lebst. Ja, deine Handbewegung ist zu wenig weit auseinander. Es sind völlig verschiedene Welten. Ja. Auch, dass es Gott gegeben hat, oder? Dass es nicht einfach ist, weil es die Biologie im Menschen produziert, sondern dass es ein Geschenk ist von Gott an Menschen. Darf ich? Ja. Haben wir Zeit? Kleine Klammern für alle die bewusst Single sind. Das hat auch seinen guten Grund. Nehmen wir uns zu Herzen, dass wir die Single-Menschen auch ehren und achten und sie ihnen auch wohltun. Weil es könnte ja sein, dass jetzt da Leute sitzen, die Ehepaar sind und die sagen, ja, sie hat ziemlich recht und so, aber es hat ja noch ganz viele Single auf der Welt oder Leute, die sich wünschen, dass sie das Geschenk bekommen. Da kann Gott auch Wunder tun. Wobei Single sein eben auch eine coole Sache ist. Der Paulus zum Beispiel hat all das können machen, weil er als Single-Mann seinen Weg gehabt hat und mit all seiner Menschlichkeit auf dem Weg geblieben ist. Und er war richtig stolz und hat gesagt, das ist sogar besser, wenn man so unterwegs sein kann. Es ist schon so, dass ich nicht ganz alles verstanden habe bisher, was der Paulus sagt in der Bibel. aber wenn wir auf die Bibel kommen, also die Bibel ist meine Wegleitung, oder? Das, was drin steht, ist wahr. Es ist echt. Es verhebt, oder? Wir haben heute gesungen, er ist mein Fundament, meine Zukunft, oder? Meine Zuversicht. Meine Zuversicht, ja. Das ist möglich, weil die Bibel erzählt von dem, was Gott sagt. Und was er gesagt hat, das macht er auch. Das ist genial.
Du hast gesagt, damals hat dir die Sexualität und die Beziehungen und so weiter auch bedeutet Macht oder ja, du hast etwas können auswirken, hast etwas können bewirken, das hat dir Selbstwert gegeben. Ja. Was gibt dir heute Wert? Angenommen, ich wäre vom Hals abwärts gelähmt. Ich würde im Bett liegen. Ich hätte die Wert. Weil Gott hat mich gesehen, und er hat mich gemacht und er hat mich zu sich gezogen. Aus lauter Güte. Und alles andere ist Zugabe, ist Freude, ist Leben, ist Fehler machen, ist Lernen. Also dein Hauptwert, den du hast, ist, Er hat mich geschaffen. was Gott dir gibt. Er hat Freude. Jetzt den Titel haben wir gewählt, Wehmut. Es hat viel mit Schmerz zu tun, deine Geschichte, mit Weh, aber auch mit Mut. Du hast dich nachher entschieden, mutig zu sein und mit deiner Geschichte auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Ein Bild, das ich hier habe, ein Profifoto von einer Medienkampagne. Ich bin froh, dass ich das Kleid nicht mehr tragen muss. Passt farblich gar nicht zu meinem Stil. Das ist also elegant, aber Ja. sag, für was hast du das? Was ist das für eine Kampagne gewesen? Das ist Was ein bisschen mehr der als 20 mutige Jahre Weg her. gewesen? Ja, ist ein bisschen mehr als 20 Jahre her, das sieht man gut. Im KKL gefüttert, die haben allen Aufwand gemacht. Aber die Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind, wo ich heute noch mit ihnen zusammen arbeite, sie haben sich gewehrt dagegen, dass die schweizerische Bevölkerung irregeführt wird in Bezug auf die Fristenregelung. Es hat immer geheißen, die Fristenregelung tut die Abtreibung vereinfachen für die Menschen, die sowieso kein Kind wollen. Oder? Und das war vor 20 Jahren. Also ich habe nachgeschlagen, im Juni 2002 hat die Schweiz mit 70% zugesagt, dass eine Frau abtreiben kann, ohne dass ihr Mann oder ihr Freund oder der Mann, der das Kind von ihm ist, einen Mucks sagen dazu. Also er darf schon, aber er wird nicht gehört, gesetzlich. Und ohne, dass sie irgendwelche größeren Aufwände treiben muss. Also sie kann einfach zum Arzt gehen, der Ärztin das erklären, dass sie das Baby nicht will und dann wird das abtreiben. Es genügt, dass man eine Unterschrift gibt. Was würdest du dir wünschen für, ich sage jetzt mal, Frauen, die in dieser Situation sind, die schwanger werden, aber für sie ist es eher ein Problem als ein Geschenk? Was würdest du dir wünschen für so Leute? Da gibt es eine ganze Palette von Antworten. Das eine ist, eine Nacht drüber schlafen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen altmodisch, oder? Aber einfach sich einmal überlegen, was hat das alles für Konsequenzen für mich, aber auch was hat das alles für Konsequenzen für die Person, die in mir rein Klammern, für uns Fromme, gewollt anwächst. Weil, ich meine, wenn ich jetzt das Baby aufgezogen hätte, wäre ja mein Leben viel früher ins Straucheln gekommen und ich hätte viel früher angefangen, Gott zu suchen. Einfach weil ich gar nicht hätte können, ein Kind aufziehen, weil ich ja selber ein Kind war, in der Art von der Reife. Oder? Also das ist das eine. Und das andere ist, sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken und das mal durchdenken. Was wäre der Unterschied? Ja, genau. Einfach einmal sich allein Zeit nehmen. Und das andere ist einfach auch, wenn man wirklich realisiert hat, dass es eine Person ist, also wenn man nicht den gleichen Fehler macht wie ich, wo denkt, das ist nur das Problem, einfach herangehen und sich fragen, wo gibt es eine Hilfe jetzt gerade für den jetzigen Moment und wo gibt es auch eine Hilfe für die Zukunft. Wenn wir es konkret anschauen, wäre eine Schwangerschaft, die 9 Monate dauert, die schwierig sein kann und sehr viele Veränderungen mit sich bringen und auch ungewohnt. Ich meine, alle Frauen, die geboren haben, haben das erlebt, dass ihr Leben dann anders geworden ist, als sie gemeint haben, es werde. Einfach weil die Schwangerschaft etwas Grosses ist, oder? Aber wenn sie dann schlussendlich das Baby gebären und in eine Pflegefamilie gehen für ein Jahr und dann zur Adoption freigeben, dann darf da eine Person in einer Pflegefamilie und in einer Adoptivfamilie aufwachsen, die schlussendlich ein eigenes Leben darf haben und kann bestimmen, ob sie diesen Weg wählen oder diesen Weg wählen. Oder? Und wenn ich sie aber von Anfang an bremse, indem ich sie umbringe, ich meine, das klingt jetzt hässlich. Ich bin mir gewöhnt, grusige Wörter zu brauchen, Entschuldigung. Ich habe sie umgebracht, die Person, oder? Es ist eine Realität, man muss es nicht anders, muss es nicht beschönigen. Ja, aber einfach von der Adoption bis zu dem Moment, wo man zum Beispiel als junge Frau oder auch nicht mehr junge Frau, ich habe auch ältere Frauen, 40-, 50-Jährige beraten später. Wenn man dieser Gelegenheit, die jetzt da passiert, eine Chance gibt, kann etwas entstehen, was man nicht vorher wissen konnte, was einfach gut ist, weil Gott gibt ein Leben und das Leben ist etwas Gutes. Es ist unwiederbringlich, das ist einfach etwas Gutes. Die Person kann immer noch Mist bauen nachher. Man sieht es an mir. Aber es hat einen Wert, man kann nicht es jemandem ist Leben und würdig. Ja. Nein. Wir haben uns entschieden, dass wir einfach die Seite einblenden von dieser schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind,
vielleicht können wir die gerade einblenden, dass, wenn es jetzt Leute gibt, die am Zuschauen sind und genau das wollen, die sagen, ich will mal jemandem anrufen oder so, wo mir helfen kann, das Herz ausschütten, zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten für Unterstützung, dass man nicht alleine ist. Ja. Das ist jetzt eine Seite, das ist nicht von einer Kirche oder so, Nein. sondern das ist wirklich für alle Leute offen. Und man Egal kann wer. Egal welches Alter. anrufen, man kann schreiben, Nachrichten Ja. schreiben. Ja. Man findet online verschiedene Informationen, Genau. man kann gerade live chatten online. Genau. super. Also wenn jemand am Sehr Zuschauen professionell. ist und merkt, dass er mit jemandem über das Thema reden will, vielleicht auch anonym, dann ist das eine Unbedingt. super Telefonnummer oder Adresse, um sich daran anzuwenden, dass man merkt, dass man auch nicht alleine ist. Du hast auch gesagt, Barbara, wir dürfen auch dir eine Nachricht schreiben. Ja. Ich habe auch den Kontakt vorbereitet. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, hey, das ist ein Thema, das habe ich selber etwas damit zu tun, das löst in mir etwas aus. Vielleicht als Frau, die selber Sachen erlebt hat, vielleicht aber auch als Mann, der irgendwo beteiligt war und Sachen erlebt hat. Wir haben das Angebot von der Gemeinde, dass man eine Gesprächsbox buchen kann, um einfach ins Gespräch zu kommen, um sein Herz auszuschütten. Das findet man online. Vielleicht kannst du das auch gerade einblenden, dass man es auch sieht, auch im Livestream. Also die Gesprächsbox kann man einfach online so ein Gespräch buchen. Und du hast gesagt, Barbara, wenn jemand will, darf er auch dir eine Nachricht schreiben und du darfst gerne auch zurück anrufen, mit Kontakt aufnehmen. Ja. Hast Zeit zum Hören und zum Reden. Und ihr seht hier die Nummern und die Adresse. Das ist eine super Gelegenheit, einfach zum Kontakt aufnehmen und reden und mit den Nöten oder so, die man hat, auch nicht alleine bleiben. Das ist übrigens auch eine Nummer, auch die Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind oder auch alle anderen Hilfsorganisationen, die es gibt. Das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt sehr viel Hilfe. In der Schweiz wird niemand allein gelassen, wenn er eine ungewollte Schwangerschaft hat. Wir sagen dem der Schwangerschaftskonflikt, oder, um zu zeigen, dass man versteht, dass jemand hin und her gerissen ist. Das ist ja einfach ein Beispiel, die Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind. Es gibt Ja zum Leben, also in einem kirchlichen Umfeld und so weiter. Ihr findet sicher Hilfe. Ich habe das besonders deshalb auch erwähnt, weil es einfach wichtig ist, dass auch wir, die einfach jetzt gerade Kapazität haben, mit jemandem zu reden, dass wir auf Menschen zugehen können, die wir kennen, die wir wissen, die sind im Schwangerschaftskonflikt oder sie steuern darauf zu. Oder? Wir kennen alle auch mehr oder weniger junge oder Frauen, die betroffen könnten sein, oder auch Männer, die betroffen sind von diesem Thema. Sind wir parat, zum Toren aufzutun, zum Zwischentönen hören und zum auch reagieren und sagen, du, ich hätte da übrigens noch, ich hätte da auch noch etwas zu sagen dazu. Oder? Du Und kannst ermutigen, gut einfach darüber darüber nachzudenken oder sich zu öffnen, mal darüber zu reden. Mal eine Nacht Genau. darüber schlafen mindestens. Ja, vielleicht tönt das jetzt auch ein bisschen schwierig theologisch, aber eine Abtreibung ist ein Fehler gegen Gottes Gesetz zu machen. Also etwas verkehrt zu machen, oder? Was Schuld auslöst. Für alles, was hinten drin passiert, hat es dann am Schluss den Ursprung zum Beispiel. Aber es ist nicht schlimmer, als wenn man schlecht redet über den Kollegen im Studium, oder? Es ist nicht, also von Gott her gesehen gibt es nicht eine Kategorisierung von, das ist jetzt ganz etwas Schlimmes, was Barbara gemacht hat und dafür bin ich rein, weil ich ja nur ein bisschen häschere über andere Leute oder so. Also, bist du auch dieser Meinung? Würdest du das so mit unterschreiben? Wir kommen damit an einem Thema ins Gespräch mit jemandem, der will vielleicht sein Leben ändern. Und das Thema Schuld ist Haben wir alle. Oder? Haben wir Ist alle. aktuell ist Ein immer. zentraler Punkt bei dem Thema. Leider, bis wir im Himmel sind, ist es leider immer noch da. Ja. Ich möchte zum Aber Schluss es ist auch, kommen. Entschuldigung, es ist auch eine Einladung, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, oder? Evangelistisch. Auch zum ins Gespräch zu kommen, ist eine Frage da gekommen. Ab wann lebt ein Fötus? Ab der Zeugung. Das heisst, ab Weißt dem... du, ob du Fötus oder Embryo sagst, dann müssen wir das Medizinpersonal fragen. Ich bin nicht Fachfrau, ich bin einfach jemand, der es erlebt hat. Aber der Moment der Zeugung ist der Moment, wo eine Person entsteht. Und schon relativ schnell hat man Herztöne, hat man eben sich entwickelndes Ich. Also für Mensch. dich ist es nicht einfach ein Zellklumpen, sondern eine Person, die am Anwachsen ist, von Gott gewollt, geliebt. Amen. Genau. Er hat in der Bibel sogar gesagt, er hat schon einen Namen für die Person, die er einmal haben im Himmel. Der Begriff Zellklumpen braucht man dort, wo man will, dass es einem nicht berührt. Das habe ich mit vielen von diesen damaligen Medienkampagnengegnern erlebt, oder? Dass sie einfach nicht wollen, dass man darüber redet, dass es ein Mensch ist. Du hast verschiedene Sachen mitgebracht, die hinten aufliegen, die man gerne anschauen und nehmen darf. Ja. Wenn jemand merkt, dass er gerne so ein, wie sagt man dem? Embryo. So ein Embryo
in der 10. Woche, gell, etwa, wo man sieht, was alles da ist, in der Größe 1:1. Das wäre gut, wenn man einen 5-Lieber ins Kessel legen und das kann man mitnehmen, um selber anzuschauen oder auch jemandem zeigen, was alles schon da ist in der 10. Woche. Sonst dürfen man sich einfach auch bedienen. Du hast gesagt, du bist froh, wenn du nach dem Gottesdienst zur Zügig kannst gehen, weil es dich viel kostet, dass du kannst, einmal durchschnaufen. Ja. Darum auch die Nummern, die wir eingeblendet haben. Also wenn jemand mit Barbara reden will, dann dürfen wir wirklich ihre Nachricht schreiben. Das ist ganz gut möglich. Das will ich euch einladen dazu. Ich möchte auch euch ermutigen, wenn es jetzt etwas gibt, wo ihr ein offenes Ohr haben oder gerade im Gebet loswerden, buchen eine Gesprächsbox oder auch gerade nachher im Gottesdienst. Wir haben jetzt in der kommenden Liederbank kommt schon führen, haben wir 2 Leute, die für das Gebet zur Verfügung stehen oder auch einfach mit einem offenen Ohr zum Zuhören. Also wir dürfen auch jetzt gerade während der nächsten 2 Lieder hinterher laufen und unsere Leute mit dem Badge fragen für das Gebet oder einfach etwas zum Loswerden. Die sind da parat. Und dir, Barbara, möchte ich etwas mitgeben, etwas Kleines, um dir Danke zu sagen. Du hast wirklich viel Mut, dass du so offen von deiner Geschichte erzählst, die eine sehr bewegende Geschichte ist. Für den Moment vom Durchschnaufen darf es vielleicht auch noch ein kleines Schöckeli dazu sein. Also vielen, vielen herzlichen Dank, Barbara, dass du gekommen bist und uns so offen erzählt hast. Wir können noch viel mehr sagen, aber es ist einfach wichtig, dass wir einfach auch hinhören und über die Themen auch nachdenken. Und ich möchte gerne den ganzen Tag auch mit einem Gebet abschließen. Danke, Vater im Himmel, dass wir da sein dürfen, dass du uns geschaffen hast und dass du uns wählen hast und dass du uns schon gebildet hast im Leib von unserer Mutter, jeder einzelne von uns. Ja, bevor wir auf der Welt waren, hast du uns schon gesehen und ja, es ist so gut, dass du unser Schöpfer bist und wir nicht einfach nur ein Problem sind damals. Danke Gott, dass du auch uns kennst, dass du weißt, was uns bewegt im Herzen, wo wir vielleicht ein Schuldgefühl haben, wo wir Sachen haben, die uns aufwühlen. Bitte schenke uns die Offenheit, dass wir anschauen. Bitte schenke uns den Mut, die richtigen Schritte vorwärts zu gehen. Und bitte schenke uns auch den Mut, auf Menschen zuzugehen und sie anzusprechen und das Gespräch suchen, ja, die Sachen irgendwo von dir anzubringen oder einfach von anderen Menschen zu bewegen. Danke Gott, dass du einen guten Plan hast und ein guter Gott bist. Amen. Vielen Dank, Barbara. Danke vielmals.